Ja, hallo zusammen, ich bin der Vega von greengames.ch und ich möchte euch ein kurzes, ja, je nachdem wie kurz es wird, das sehen wir dann, möchte euch ein Video zeigen von einem Cheater. Die Lautstärke ein bisschen abstellen. So. Ja, vielleicht kennt ihr Overwatch, vielleicht habt ihr auch ein Video mal gesehen vom Roca, wo er auch mal ein Overwatch-Video geschaut hat und kommentiert hat. Und ich habe jetzt seit neuestem eben Overwatch auch und bisher eigentlich immer so ein bisschen, ja, normale Fälle gewesen. Da sind einfach Leute reportet worden, wo ja, irgendwie gar nichts cheatet haben oder einmal nicht offensichtlich. Der Typ aber ist ein ganz spezieller. Also erstens mal möchte ich, dass er ein bisschen darauf achtet, wie sein Movement ist, wenn er zielt, wenn er Crosshair Placement macht und so. Recht spannend. Er hat auch recht gute Wandklicks drauf, was noch das andere ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn ich das muss verstehen. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie verschiedenste Cheats funktionieren, aber zum Teil ist es einfach irgendwie nur schon die Wandklicks, die er macht, sind nicht so ganz super. Aber gehen wir noch mal ein bisschen vorwärts. So. Also, erste Runde Deagle. Das muss ja noch nicht heissen. Ich muss zeigen noch ein bisschen weg. Muss ja noch nicht heissen. Aber könnt ihr mal ein bisschen darauf achten. Ihr seht ja Gegner oder im Rot umrahmt. Könnt ihr mal ein bisschen achten, wie er schaut. Zum Beispiel so, also der erste Gegner, der gefährlich werden kann, hockt bei Toxic. Ja, da müssen wir mal ein bisschen anvisieren. Der zweite ist dort im Wasser. Ich glaube, der ist gefährlicher. Da müssen wir zuerst mal uns auf den konzentrieren. Gut, haben wir zwar nicht getroffen. Und jetzt der zweite. Da kommt ja schon der dritte. Okay. Und der vierte auch schon. Okay, gut. Ja, dann müssen wir mal warten, bis sie kommen. Also ich könnte eigentlich jetzt schon aufhören. Also, das ist so ein krasser Wallhack da. Und ich habe einfach gedacht, ich schaue jetzt mal noch weiter, ob es noch mehr ist als nur Wallhack. Aber vielleicht sehen wir auch noch ein paar... ich kann da nicht vorher springen. Vielleicht sehen wir dann noch ein paar andere coole Szenen, die es auch noch besser sehen. Also, das ist auch ein gutes Beispiel von wegen, was ist mit dir falsch? Er schmeißt einfach einen Flash, wenn sie drüber schmeißen, schafft es nicht. Und seht, der Nähe ist nix. Aha. Okay, der nächste Gegner ist der Bot. Shit, der ist hinter der Kiste, ich darf gar nicht schiessen. Ja, dann... Oh shit, jetzt habe ich gerade den Tunnelblick gehabt und nicht gesehen, was die anderen Gegner auch kommen. Spray, Paint Spray, was sagen wir? Nicht Paint Spray, das ist bei GTA. Brain Spray. Und jetzt kommt ja noch diese. Also ich tue schon mal anvisieren, vor und so. Nicht gegangen, okay, nochmal frisch ansitzen. Er ist runter. Okay, nichts. Ich weiß nicht. Also es ist wirklich schlimm. Richtig schlimm. Typ. Aha, gesehen, bevor er nicht uns gesehen hat. Das war jetzt zwar ein bisschen dumm vom Gegner, der hat irgendwie ein Träumer gewesen, aber trotzdem. Toxic, okay, ist weg. Schauen wir den anderen im Wasser an. Gesehen. Also auch sein Mauszeiger, sein Crosshair springt manchmal ein bisschen um, finde ich auch recht spannend. Ja, der Kollege ist da hinten, ist da. Nein, warte, ich muss wieder umkehren. Ich habe mich getäuscht. Spray! Ja. Wenn ihr noch mehr gesehen. Ich will noch ein bisschen mehr sehen. Machen wir noch mal ein bisschen vorwärts. Ja. Kommen wir noch ein bisschen zurück. Geht das? Okay. Er hat gerade seine schöne Flash nicht gesehen, wenn er sich selber flasht. Naja. Okay, der nächste ist Balcony oben, also ja. Da muss er schon mal pre-aimen und treffen ihn dann nicht.
Ja, sehr schön. Was wir auch nicht überlegt haben, über ein Minimap-Dings hat, Minimap-Cheat, aber ja, legit. Aber das glaube ich nicht, da spielt er wirklich eine Scheiße. Ich glaube gar nicht, dass der überhaupt jemals auf die Minimap schaut. Aber ja. Also, dann hat sich der Kollege auch gerade selber geflasht. Er weiss genau schon, wo er hockt. Er weiss es ganz genau. Ich weiss nie, wie das nicht ein Headshot sein kann. Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal ein bisschen runter, weil es kommt ja niemand. Das ist ja... Naja, keine Ahnung. Kehren wir uns mal um. Ah, schau, da kommt er. Aber er muss nicht einmal mehr etwas machen. Das Schlimme ist, dass eben seine Teammates einfach die ganze Arbeit für ihn macht, einfach vom Scoreboard. Er hat zwar schon 6 Kills, aber also gefühlt ist er einfach überhaupt nicht wirklich brauchbar. Aber Hauptsache Zeit, die sind jetzt 4 Sniper. Ist auch ganz schön. Ja, Kollege ist da mit Autosniper. Da kann man nichts machen. Jo, legit. Und... Alles klar. Jetzt nichts mehr zu machen. Jetzt sieht ihr rechts unten kommen schon die nächsten. Auf einen ist noch ein Spot. Da müssen wir mal schon pre-aimen. Shit, ist in der Box. Das ist so ein bisschen... Die Szene gerade vorher. Ich tue sie nochmal abspielen. Die ist so wirklich... Ja, gar nicht. Und dann gibt es mir einfach noch einen Wandklick mit der Glocke. Ah, der Typ. Der Typ. Durch die Box durch genau schon auf den Head zielt. Echt spannend. Jetzt kommt dann der Kollege, bam, tot, weg, fertig. Haben wir noch gute Szene gehabt? Das Mal weiss er jetzt, dass jemand von lang kommen kann. Also, tu das erst mal ein bisschen abchecken. Den kann man dann auch nicht nehmen. Der andere, der lang kommt, ist noch nicht gefährlich. Also, den müssen wir zuerst mit dem befassen. Er fehlt. Und dann ist der von lang auch weg. Der kann durchsäckeln. Schnell, schnell, schnell. Seit uns rotiert, kommen wir drauf an. Auf Connector. Schauen wir mal, ob er noch etwas reissen kann. Jetzt ist er gar nicht am Schauen. Jetzt sieht er, ah, okay, WC ist etwas. Bumm, weg, zack. Ja. Und jetzt hat er den lange noch verpasst. Okay, letzte Runde. Aber wahrscheinlich auch wieder Weltklasse. Also er sieht etwas im Wasser. Nix. Nächste. Jetzt sieht er von Connector kommt etwas, he? Wie hat er es das erste Mal, wo er irgendwie nicht mehr achtet? Aber jetzt. Jetzt sieht er schon die nächste. Geht sich irgendwie verstecken, damit sie ihm auch nicht zu nahe kommen. Er weiss ganz genau, dass von der anderen Seite niemand mehr kommen kann. Also geht er jetzt da sich im Short verstecken. Das sieht er. Gut, jetzt, ja, gut, jetzt ist es eigentlich klar. Jetzt weiss man eigentlich, dass er dort ist. Jetzt muss er keinen Cheat mehr angestellt haben. Trotzdem. Nur schon, der Typ, so wie er rumläuft. Er läuft und läuft mit der Diegel und versucht, Handys zu verteilen. Ja, also, Aim Assistance nehme ich jetzt mal schwer an. Vision Assistance, External bin mir nicht sicher, aber ist sehr gut möglich. Griefing weiss ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ja.
oder externe Assistance ist sehr, sehr gut möglich. Ja, das wär's gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.